Morgen, liebe Brüder und Schwestern. Dobro jutro, dragi bratje in drage sestre, Liebe junge Leute, dragi mladi. ich kann euch jungen Leuten nur sagen, wenn ich das gewusst hätte in eurem Alter, was ihr heute erfahren könnt, Vam mladim lahko povem le to, če bi jaz vedel to, ko sem bil mlad, to, kar boste vi sedaj izvedeli, und ich hätte das damals auch begriffen, in tedaj sem to dojel, dann hätte ich einen Luftsprung gemacht. tedaj bi skočil v zrak. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass unser großer Gott mit Slowenien etwas vorhat. Imam en vtis, da naš veliki Bog ima neki namen s Slovenijo. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass Geschwister einen langen Weg reisen, Unterkunft bezahlen, um das Wort Gottes zu hören. To ni nekaj samoumevnega, da ljudje potujejo tako daleč, plačujejo bivanje, samo zato, da bi poslušali Božjo besedo. Nach dem deutschen Notensystem kriegt ihr alle einen Einser. Po nemškem sistemu ocenjevanja vsi boste dobili eno enko. Veste, kaj to pomeni? Der liebe Gott hat noch den Dwight Nelson geschickt. K temu pa je še naš dragi Bog poslal še Dwighta Nelsona, Der einen zusätzlichen Impuls gab. ki je dodal en dodatni impuls. Dwight Nelson hat im August dieses Büchlein geschenkt bekommen. V avgusta letos je Dwight Nelson dobil za darilo to knjigo, Hat es dreimal gelesen trikrat jo je prebral und dann ab September 3 Predigten darüber gehalten in od septembra naprej je imel 3 pridige na to temo. und hat in jeder Predigt aufgerufen, dieses Buch zu bestellen. In v vsaki pridigi je pozval, da si ljudje naročijo to knjigo. Das hat 4000 Downloads ausgelöst To je sprožilo 4000 downloadov ali prenosov und die Bestellung von fast 1000 Büchern. in naročilo od skoraj 1000 knjig. Es ist nicht selbstverständlich, dass man ein ganzes Wochenende investiert ins Wort Gottes. To ni nekaj samoumevnega, da si en celotni konec tedna investirate za Božjo besedo. Das zeigt großes Interesse und große Offenheit. To kaže na veliko zanimanje in veliko odprtost. Und das brauchen wir auch. In to potrebujemo. Und Gott möge es jedem von uns schenken, ein offenes und aufnahmefähiges Herz. In naj Bog vsakemu od nas podari eno odprto srce. Unser Thema jetzt ist Hingabe. Današnja tema je izročilo, izročanje. In unserer Literatur steht, V naši literaturi je zapisano, aber Gott gibt sich nicht zufrieden mit dem, was ist. Bog ni zadovoljen s tem, kar je. Er will uns heilen. On nas želi pozdraviti, Wovon sprechen wir noch? od česa bomo kasneje rekli, Und dem Zugriff Satans entziehen. in nas odtrgati do satanovemu dostopu. Das hat seinen Preis. To ima ceno. Die Voraussetzung für dieses Neuwerden heißt Pogoj za to novo stvaritev se imenuje Hingabe. izročitev. Was bedeutet Hingabe? Kaj pomeni izročitev? Werde ich dadurch willenlos oder gewinne ich an Kraft und Ali pred Persönlichkeit? tem ostanem brez svoje volje, ali izgubim svojo osebnost? Was kann uns an der Hingabe hindern? Kaj nam lahko prepreči izročitev? Welcher Segen ist mit meiner Hingabe verbunden? Kateri blagoslovi so povezani z mojo izročitvijo? Und genügt es, sich einmal im Leben Gott zu übergeben? In ali je zadosti enkrat v življenju se izročiti Bogu? Hingabe ist der Schlüssel Izročitev je ključ zur Erweckung, k prebujenja, zum Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist, življenja napolnjenega Svetim Duhom,
zum Leben in Fülle, das Jesus uns schenken will, življenja v polnoti, ki nam jo želi Jezus podariti, und zum ewigen Leben. in večnega življenja. Was bedeutet eigentlich Glauben? Kaj pravzaprav pomeni verovati? Ich habe vor 4 Jahren mal in Google eingegeben, Pred nekaj leti sem googlal Glauben nach der Bibel. vera po Svetem pismu. Das hat eine Antwort gegeben, das hat mich fast umgehauen. In mi je dalo odgovor, ki me je skoraj spravil dol. Ne. Glauben nach der Bibel bedeutet sich anvertrauen. Vera po Svetem pismu pomeni imeti zaupanje drug drugemu, Seine Existenz an jemand binden. svoj obstoj povezati z nekom, Sich auf jemand verlassen. Prepustiti se nekomu drugemu, Jemand treu sein. biti zvest nekomu. Ich füge jetzt hinzu, es bedeutet sich Jesus anvertrauen. Dodal bom Jezusu se zaupati, Es bedeutet seine Existenz an Jesus binden. pomeni torej svoj obstoj povezati z Jezusom, Es bedeutet sich auf ihn verlassen. pomeni se popolnoma njemu izročiti Und es bedeutet ihm treu zu sein. in biti mu zvest. Dass viele einen Mangel am Heiligen Geist im Leben haben, To, da imajo mnogi pomanjkanje Svetega Duha v življenju, kann als Grund haben, dass er sich nicht voll Jesus anvertraut hat. je lahko razlog za to, ker se niso popolnoma Jezusu izročili. Ihr habt gestern Abend gehört, ich war 36 Jahre, als meine Lebensübergabe an Jesus erfolgte. Slišali ste včeraj, meni je bilo 36 let, ko sem jaz popolnoma izročil svoje življenje. Ich wusste es vorher gar nicht, dass es darum geht. Predtem še niti vedel nisem, da za to gre. Warum bittet Gott uns um unsere Hingabe? Zakaj nas Bog prosi, da se mu izročimo? Die treffendste Erklärung steht in Weg zu Christus. Najboljša pojasnitev tega se nahaja v knjigi Pot Kristusu. Gott möchte uns heilen, uns befreien. Bog nas želi pozdraviti, osvoboditi, Doch weil dafür eine völlige Umwandlung, eine Erneuerung unserer ganzen Natur notwendig ist, ker pa je zato potrebna popolna preobrazba ali obnovitev našega bitja, müssen wir uns moramo ihm ganz hingeben. se mu popolnoma izročiti. Gott führt uns den unermesslichen Segen vor Augen, den er uns durch seine Gnade schenken möchte. Bog nam je pred nas postavil svoj neizmerni blagoslov, ki nam ga želi podariti po svoji milosti. Er lädt uns ein, uns ihm ganz hinzugeben, On nas poziva, da se mu popolnoma izročimo, damit er sein Werk in uns vollbringen kann. da bi lahko svoje delo v nas dokončal. Die Entscheidung liegt bei uns, Odločitev je naša, ob wir von der Knechtschaft der Sünde befreit werden wollen, ali se želimo osvoboditi sužnosti grehu, an der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes teilzuhaben. da bi bili lahko udeleženi slavne svobode, ki jo imajo Božji otroci. Unsere Hingabe entscheidet, ob wir Knechte der Sünde sind Naša izročitev odloča, ali smo sužnji greha, oder in der Freiheit der Kinder Gottes leben. ali živimo v svobodi Božjih otrok. In Wirken der Apostel steht, V apostolskih dejanjih je zapisano, wer sich Gott völlig übergibt, kdor se Bogu popolnoma izroči, wird auch von göttlicher Hand geleitet werden. ga bo Bog vodil s svojo roko. Gott wird seine Fähigkeiten vermehren Bog bo svoje sposobnosti pomnožil
und er wird ihn mit einem heiligen Auftrag betrauen. Pardon, Bog bo njegove sposobnosti pomnožil. Er wird ihn mit einer heiligen Aufgabe betrauen. In mu bo naložil sveto nalogo. Hingabe vereinfacht auch unser Leben. Izročitev poenostavljuje naše življenje. Ellen White sagt, alle unsere Kräfte zu übergeben, Ellen White pravi, da bi izročili vse naše moči, vereinfacht das Leben sehr stark. Zelo poenostavljuje življenje. Es vermindert und verkürzt tausende Kämpfe. Zmanjšuje in odklanja mnoge boje und Leidenschaften des Herzens. In strasti srca. Gott will diesen vielen Trouble aus unserem Leben herausnehmen. Bog želi te mnoge priveske iz našega življenja odvzeti. Nach Römer 6, Vers 13 bedeutet Hingabe, po Rimljanih 6:13 izročitev pomeni, ergebt euch selbst Gott. Predajte se Bogu. Es bedeutet, sich Gott zur Verfügung zu stellen. To pomeni postaviti se Bogu na razpolago. Dasselbe sagt Römer 12, Vers 1. Isto piše tudi v Rimljanom 12:1. Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Ki pravi, darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtvo. V smislu, dajte svoja cela življenja Bogu v razpolago. Johannes Mager sagt, Johannes Mager pravi, Hingabe bedeutet, sich selbst an den zu verschenken, den man liebt. Izročitev pomeni sebe izročiti ali darovati tistemu, ki ga ljubiš. Und nach 2. Korinther 5, Vers 15 bedeutet es, po 2. Korinčanih 5:15 pomeni, für Jesus leben. Za Jezusa živeti. In England lebte Charles Studd. Charles Studd je živel v Angliji. Er war eine Sportsgröße. On je bil športna veličina, športni junak. Als junger Mann kam er in einer Evangelisationsversammlung zur Umkehr. Kot mladenič se je v času neke evangelizacije spreobrnil. Er gab seine Sportkarriere auf, je opustil svojo športno kariero, gab sein Millionenerbe von seinem Vater der Mission, svojo milijonsko dediščino, ki je imel od svojega očeta, je izročil misijonu. Ging als Missionar nach China, kot misionar se je odpravil na Kitajsko, dann nach Indien, Indijo, und am Schluss seines Lebens hat er noch Jahre in Afrika gearbeitet. In proti koncu svojega življenja je še leta živel in deloval v Afriki. Die Missionsgesellschaft, die er gegründet hat, misijonska družba, ki jo je on ustanovil, hat heute noch 1800 Missionare in aller Welt. Še danes ima 1800 misionarjev po celem svetu. Wenn wir über Hingabe sprechen, sollten wir etwas Entscheidendes nicht vergessen. Ko govorimo o izročitvi, ne bi smeli pozabiti nekaj odločilnega. Jesus hat sich zuerst hingegeben. Jezus se je prvi izročil. Jesus hat alles gegeben, was Gott geben kann. Jezus je dal vse, kar lahko Bog da. Damit du ihm alles gibst, was du geben kannst. Da bi mu ti lahko dal vse, kar ti lahko daš. Es geht um alles gegen alles. Gre za vse, vse za vse. Aber ich denke, wir begreifen alle, dass zwischen Gottes alles und unserem alles ein himmelweiter Unterschied ist. Mislim, da med tem mi za Boga vse in Bog vse za nas, da je med tem zelo velika razlika. Aber keiner kann mehr geben als alles. Toda nihče ne more dati več kot vse. Ein Autor sprach von 5 Ebenen der Hingabe. Neki avtor je govoril o 5 nivojih izročitve. Geld geben ist die unterste Stufe der Hingabe. Izročiti denar je
najbolj spodnji nivo te izročitve. Dann kommt das Hingeben unserer Zeit, Tedaj prihaja izročitev našega časa, dann das Hingeben unserer Kraft, tedaj izročitev naše moči, unserer Fähigkeiten, naših sposobnosti unser Einsatz. in našega vložka, Dann die Hingabe aller meiner Ängste und Hoffnungen. tedaj izročitev vseh mojih strahov in upanj, Und dann kommt die wirkliche Hingabe, die all dies einschließt, die Übergabe meines Lebens. in tedaj prihaja resnična izročitev, največja, kar je, to je izročitev mojega življenja. Es ist so wichtig, dass wir erkennen, dass Gott uns liebt, Zato je tako pomembno, da spoznamo, da nas Bog ljubi, damit wir ihm vertrauen und uns ihm da anvertrauen. mu lahko zaupamo. Es kann auch ein anderes Motiv zur Hingabe führen. Lahko je še kakšen drugi motiv za izročitev. Der verlorene Sohn Izgubljeni sin ist umgekehrt, als er ganz unten war. se je obrnil nazaj, takrat, ko je bil čisto na dnu. Manche Menschen übergeben sich erst Gott durch eine Kapitulation. Mnogi ljudje se Bogu izročijo šele potem, ko so morali kapitulirati. Aber es ist wichtig, dass die Kapitulation dann zur Liebe zu Gott führt. Pomembno pa je, da ta kapitulacija potem nas pripelje do Božje ljubezni. Eine Ljubezni do Boga. Begebenheit aus Frankreich kann uns zeigen, um was es geht. En primer iz Francije nam lahko pokaže, zakaj gre. Die Frau eines reichen Franzosen kam zur Seelsorge. Žena nekega bogatega Francoza je prišla k dušebrižniku, Sie hatte ein Fläschchen Gift in der Hand. imela je eno stekleničko strupa v roki, Sie wollte ihrem Leben ein Ende machen wegen Schwierigkeiten in ihrer Ehe. hotela je narediti konec svojemu življenju zaradi težav v zakonu. Sie sagte, gestern erst habe ich mich bei meinem Mann beschwert, Včeraj sem se pritožila pri svojem možu, aber überrascht und fassungslos hatte er erwidert, on pa je presenečen odgovoril, was willst du eigentlich? kaj hočeš? Du hast mein Scheckbuch. Imaš mojo čekovno knjižico, Er meinte, du kannst über mein Geld s tem verfügen. je hotel reči, lahko razpolagaš z mojim denarjem, Du besitzt mein Haus. imaš mojo hišo, Du isst an meinem Tisch. ješ za mojo mizo, Alles, was Reichtum und Stellung dir geben können, vse, kar ti lahko bogastvo in položaj dajo, gehört dir. pripada tebi Und dennoch beklagst du dich? in se še vedno pritožuješ. Ich sagte ihm, so erzählte die Frau, Žena pripoveduje, rekla sem mu, ich will dein Herz. hočem tvoje srce, Ich will, dass du mich liebst. hočem, da me ljubiš. Da rief er aus, Tedaj je poklical, das kannst du nicht haben. tega pa ne moreš imeti. Du weißt, dass mein Herz einer anderen gehört. Ti veš, da moje srce pripada eni drugi. Alles gehört dir, Vse pripada tebi, aber mein Herz, toda moje srce, meine Liebe, moja ljubezen, das kannst du unmöglich von mir verlangen. tega od mene ne moreš zahtevati. Kein Mensch, der einen anderen liebt, Niti en človek, ki nekoga drugega ljubi, wäre mit einer solchen Situation zufrieden. ne bi bil zadovoljen v takšnem položaju. Gott will auch nicht unsere Sachen. Bog ne želi naših stvari. Er liebt uns und er will uns haben. On ljubi nas, on želi nas imeti. Und wenn er uns hat, gehören ihm alle Sachen sowieso. Če ima nas, potem bodo tudi vse stvari njegove. Wir sollen uns hingeben Moramo se mu izročiti mit allem, was wir sind und haben. z vsem, kar smo in imamo. Das bedeutet, wir übergeben uns in die Fürsorge Gottes, To pomeni, da se izročamo v Božjo skrb, unter seine Führung, pod njegovo vodstvo unter seinen Willen. in pod njegovo voljo.
Und die Bibel nennt das in Römer 12, Vers 1 Sveto pismo v Rimljanom 12.1 to imenuje einen vernünftigen Gottesdienst. kot pametno bogoslužje. Wir können nichts Vernünftigeres tun, als unser Leben in die Hände Jesus geben. Ni bolj pametnega, kar bi naredili, kot da izročimo svoje življenje v roke Jezusu. Im Vergleich zu Gott sind wir arm, töricht und hilflos. V primerjavi z Bogom mi smo revni, smo neumni in brez pomoči. Indem wir uns übergeben, Ko se mu pa izročimo, treten wir ein in ein von Gott geleitetes Leben. bomo zaživeli eno od Boga vodeno življenje. Jeder Autofahrer kann es heute gut begreifen. Vsak voznik avtomobila to lahko dojame, Wir begeben uns unter göttliche Navigation. ker mi se zdaj nahajamo pod Božjo navigacijo. Wir müssen unsere ganze Wachheit, unser ganzes Sein einsetzen, um richtig zu fahren. Kajte, da bi pravilno vozili, moramo vložiti vse budnost in Aber da ist jemand über uns, der sagt, vendar eden je nad nami, ki pravi in 300 Meter rechts ab, 300 metrov kasneje, desno, in 2 Kilometer ist ein Stau, da gibt es eine ali pa Umleitung. nam pravi, čez 2 kilometra bo zastoj, obstaja obvoz, Du brauchst noch 2 Stunden und 20 Minuten bis ans Ziel. potrebuješ še 2 uri in 20 minut do cilja. Indem wir uns Gott übergeben, Ko se pa izročimo Bogu, verbinden wir uns mit dem unendlichen Verstand se Gottes. povežemo z neskončnim Božjim razumom. Die eigentliche Schwierigkeit unseres Lebens Edina težava našega življenja beruht auf der fehlenden Entschlossenheit, sich Gott ganz zu unterstellen. počiva na tem, da nismo v stanju, da se popolnoma Bogu So steht es in Christi Gleichnis. podredimo. Tako piše v knjigi Kristusove prilike. Was kann uns an Hingabe hindern? Kaj nas lahko prepreči, da se bi izročili? Bei mir war es die Befürchtung, dass ich Pastor werden muss, Pri meni to je bil strah od tega, da bom mogel postati pastor, dass Gott mich aus meinem Beruf herausreißt. da me bo Bog vzel iz mojega poklica. Bei Edwin Orr, Pri Edwinu Oru, sagt, bei ihm war es ein Götze. da je pri njemu bil en malik. Sagt über sein Leben, O svojem življenju je rekel, dass eine vollständige Hingabe an den Herrn vollzogen hatte, da se je odločil za popolno izročitev Gospodu. danach spürte ich zum ersten Mal in meinem Leben, wie Gott mit mir sprach. Tedaj je izkusil prvič v svojem življenju, da je Bog z njim govoril Aber dann sagte der Herr, in mu je rekel, der Geist Gottes redete mit mir, Duh Gospodov je dass in meinem spregovoril Leben ein Götze sei. meni, da je v mojem življenju malik. Es handelte sich um ein Mädchen, das ich sehr liebte. Šlo je za eno deklico, eno dekle, ki sem jo imel zelo rad. Ich war nicht bereit, sie aufzugeben. Nisem bil pripravljen, da se je znebim oziroma da Mein Wille sperrte sich. se je odrečem. Tako. Moja volja je stala na poti. Auf einmal wurde mein Herz erschreckend leer. Naenkrat je moje srce postalo strašno prazno Die Sehnsucht nach geistlicher Fülle kehrte zurück. in je spet prišlo do hrepenenja po božji izpolnjenosti, po duhovni izpolnjenosti. Diesmal übergab ich meinen Willen restlos dem Herrn. In tedaj sem izročil svojo voljo brez pogovora Gospodu. Ich war bereit, ihm auch diesen Teil meines Lebens hinzugeben. Bil sem pripravljen tudi ta del svojega življenja izročiti njemu. Mein Herz wurde mit unbeschreiblicher Liebe, Freude und Kraft erfüllt. Moje srce je bilo izpolnjeno z nepopisno ljubeznijo in močjo. Zum ersten Mal in meinem Leben spürte ich, Prvič v svojem življenju sem začutil, dass ich wirklich meinen Gott und Heiland kannte, da sem zares spoznal svojega Boga in odrešitelja,
und das Christentum mehr ist als eine Lehre oder Philosophie. In da krščanstvo pomeni več kakor nauk in filozofija. Gott hat Großes getan durch das Leben von Edwin Orr. Bog je naredil velike stvari po življenju Edwina Orra. Bei mir war es der Beruf, Pri meni je to bil moj poklic, bei ihm war es ein pri Mädchen. njemu je bilo dekle. Falls du dein Leben noch nicht Gott voll übergeben hast, Če pa ti svojega življenja še nisi popolnoma izročil Bogu, übergib dich ihm mit deinem Problem. izroči ga k njemu skupaj s svojim problemom. Wir dürfen wissen, dass Gott nie etwas gegen den freien Willen eines Menschen tut. Moramo vedeti, da Bog nikoli ne bo ničesar storil v nasprotju z našo svobodno voljo. Gott ist Liebe, sagt die Bibel. Bog je ljubezen, pravi Biblija. Und die Grundlage der Liebe ist Freiheit. Temelj ljubezni je svoboda. Deswegen wartet Gott in allen Dingen auf unsere Zustimmung und dann erst greift Zato er Bog ein. pri vsem pričakuje na našo privolitev in šele tedaj bo on ukrepal. Es bedeutet nicht, willenlos zu werden, To ne pomeni, da bomo ostali brez svoje volje, sondern unter göttlicher Navigation zu leben. vendar bomo živeli pod Božjo navigacijo. Wenn unser Wille sich mit dem Willen Gottes verbindet, Ko se naša volja združi z Božjo voljo, wird er stark. postane močna. Und es geht nur darum, das aufzugeben, was sich vom Willen Gottes unterscheidet. In gre samo za to, da izročimo tisto, kar se razlikuje od njegove volje. Während des Zweiten Weltkrieges, V času druge svetovne vojne, gegen Ende des Kriegs, proti koncu, startete eine britische Militärmaschine auf Sizilien nach Nordafrika. je iz Sicilije poletelo letalo proti Severni Afriki. Sie haben alle Instrumente genau eingestellt, Nastavili so vse inštrumente pravilno, die Flugzeit genau berechnet. izračunali čas letenja, Die Flughäfen waren im Krieg verdunkelt. letališča seveda med vojno so bila zatemnjena. Plötzlich zeigen die Instrumente an, sie sind am Ziel. Nenadoma so inštrumenti pokazali, da se nahajajo na cilju. Aber die Zeit, die sie berechnet haben, war noch nicht vorbei. Toda čas, ki so ga izračunali, ni minil. Ni še minil. Da dachten sie, die Instrumente können nicht stimmen und flogen weiter. Tedaj so pomislili, verjetno inštrumenti niso v redu in so leteli naprej. Über der Sahara erkannten sie, Ko so leteli čez Saharo, so spoznali, dass sie im Irrtum waren. da so se zmotili. Sie mussten notlanden. Morali so napraviti prisilni pristanek. Sie sind alle verdurstet in der Wüste. In tako so vsi izžejali v puščavi. Nach dem Krieg fand man dieses Flugzeug. Torej do smrti so se izžejali v puščavi. Po vojni so našli to letalo. Alle Instrumente arbeiteten tadellos. Vsi inštrumenti so delovali brez napake. Sie waren ums Leben gekommen, Oni so samo zato izgubili svoja življenja, weil sie sich nicht auf die Führung verlassen hatten, sondern auf ihren eigenen Verstand. ker se niso pustili voditi navigaciji oziroma vodenju, ampak svojemu lastnemu razumu. Wir haben auch die Möglichkeit, uns von Gott führen zu Tudi mi lassen imamo to možnost, da se pustimo Bogu voditi oder unseren eigenen Weg zu gehen. ali da gremo po naši lastni poti. So oder so werden wir die Ergebnisse sehen. Tako ali drugače bomo videli na koncu rezultate. Menschen, die sich Gott übergeben, Ljudje, ki se izročijo Bogu, werden starke Persönlichkeiten. postanejo močne osebnosti. Wird deutlich in Epheser 3,16 Ausdruck gebracht. V Efežanih 3,16 piše, Wir lesen es später. kasneje bomo brali. Denkt mal an Daniel und seine 3 Freunde als junge Männer. Pomislimo na Daniela in njegove 3 prijatelje.
Wegen einer Ernährungsfrage stellten sie ihr Sein praktisch zur Entscheidung. Zaradi enega dietalnega vprašanja so pravzaprav postavili svoje življenje na kocko. Sie waren stark, Bili so močni, aber sie haben ihren Standpunkt vendar so imeli svoje stališče, mit Weisheit und mit Höflichkeit vertreten. so svoje stališče ubranili z modrostjo in z vljudnostjo. Denkt an die 3 Männer vor dem Feuerofen. Pomislite na 3 može pred užareno pečjo. Waren sie starke Persönlichkeiten? Ali je tukaj šlo za močne osebnosti? Denkt an Daniel als Senior Pomislite na Daniela, že starejšega, vor der Entscheidung Löwengrube. ki se je nahajal pred levjo jamo. In unserer Zeit wird sehr viel über Selbstwert gesprochen. Danes zelo pogosto govorimo o samopodobi. Wer sich Christus übergeben hat, Tisti, ki se je Jezusu izročil, braucht sich darum keine Sorge mehr machen. ta, ki se je Jezusu izročil, o tem ne rabi skrbeti. Unser Christuswert ist viel höher. Vrednost, podoba Kristusa v nas je veliko večja. Jesus hat sein Leben für uns gegeben, um uns zu retten. Jezus je dal svoje življenje, da bi nas rešil. Eine Schwester schrieb mir, nachdem sie begonnen hatte, täglich um den Heiligen Geist zu beten, Neka sestra mi je pisala, ko se je odločila, da vsak dan moli za duha, Božjega duha. ich habe meinen Selbstwert in Jesus gefunden. Svojo samopodobo sem našla v Jezusu. Ein junger Mann wollte mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Neki mladi mož se je želel napolniti s Svetim duhom, Weil er Schwierigkeiten hatte, kam er zur Seelsorge. ker je imel težave, je prišel do dušebrižnika. Der Prediger fragte ihn, Pridigar ga je vprašal, ist Ihr Wille völlig Gott hingegeben? ali ste svojo voljo popolnoma izročili Bogu? Ich glaube nicht ganz. Nisem ravno prepričan. Nun, sagte der Prediger, Sedaj je rekel Pridigar, dann wird es nicht nützen, um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu beten, potem ni koristi od tega, da boste prosili za napolnjenost s Svetim duhom, bis Ihr Wille Gott völlig übergeben ist. dokler svoje volje niste Bogu popolnoma izročili. Wollen Sie ihn nicht jetzt dem Herrn übergeben? Ali je ne želite sedaj popolnoma Bogu Gospodu predati? Ich kann nicht, erwiderte er. Ne morem, je rekel. Der Seelsorger, Dušebrižnik, sind Sie bereit, pravi, dass Gott es für Sie tut? ali ste pripravljeni za to, da Bog to stori za vas? Ja, antwortete er. Da, je rekel. Dann bitten Sie ihn darum. Potem ga prosite za to. Er betete, In je molil. O Gott, entleere mich von meinem Eigenwillen. O Bog, reši me moje lastne volje. Bring mich zur vollen Hingabe an deinen Willen. Pripelji me do popolne izročitve tvoji volji. Lege meinen Willen hin für mich. Postavi svojo voljo za mojo. Ich bitte es im Namen Jesu. To te prosim v Jezusovem imenu. Dann fragte der Prediger, ist es geschehen? Takrat ga je Pridigar vprašal, ali se je zgodilo? Er sagte, es muss wohl. Pa je rekel, moralo bi. Ich habe Gott um etwas nach seinem Willen gebeten Prosil sem Boga nekaj, kar je njegova volja, und ich weiß, dass er mich erhört hat in vem, da me je uslišal. und dass ich habe, worum ich ihn gebeten habe. In da imam to, za kar sem ga prosil. Ja, es ist geschehen. Da, zgodilo se je, Mein Wille liegt da. kajti moja volja se je tukaj položila. Dann hat er erneut um den Heiligen Geist gebeten In tedaj je na novo prosil za Svetega Duha und ihn empfangen. in ga sprejel. Das Wunderbare, was wir aus dieser Seelsorge lernen können, Čudovito, kar se naučimo iz tega dušebrižništva, ist, wenn wir uns selbst nicht in der Lage sehen, den Willen Gottes zu tun, eine Bedingung, da ko nismo sami v stanju, da
storimo nekaj, kar je po Božji volji, dann dürfen wir Gott noch um seine Hilfe bitten, tedaj lahko prosimo Boga za njegovo pomoč, dass es in uns vollbringt. da to dokonča v nas. Über das Beten mit Verheißungen werden wir heute in der zweiten Nachmittagsstunde O sprechen. molitvi in obljubah bomo govorili danes popoldan v drugem predavanju. Wir müssen eines wissen, Eno moramo vedeti, das Steuer unseres Lebens krmilo našega življenja ist die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. je naša sposobnost, da sprejemamo odločitve. Wenn wir uns mit unseren Entscheidungen auf Gottes Seite stellen, Ko smo s svojimi odločitvami na Božji strani, kann uns helfen. nam lahko pomaga. Ein Beispiel dafür. En primer za to. Das große Fahrgastschiff Queen Elizabeth Veliki parnik Queen Elizabeth, der Schiffsrumpf trup te ladje wiegt 1300 Mal so viel wie das Steuerruder. ima 1000-krat večjo težo kot samo krmilo. Das bedeutet, To pomeni, das Steuerruder da krmilo lenkt die upravlja 1300-fache Masse. 1300-krat večjo maso. Das ist die Bedeutung, die Entscheidungen in unserem Leben haben. To je pomen odločitev v našem življenju. Bei dem Anliegen unserer Hingabe geht es unter anderem um die grundsätzliche Entscheidung, Cilj naše izročitve je pravzaprav osnovna odločitev, ob ich für mich leben will, für meinen Egoismus, ali želim živeti zase, za svoj egoizem, oder ob ich für Gott leben will. ali za Boga. Besonders junge Menschen stehen vor dieser Frage. Še posebno mladi ljudje stojijo pred tem vprašanjem. Materielle Güter und sinnliche Genüsse Materialne dobrine in čutni užitki können zu einer Illusion über Glücklichsein führen. lahko nas pripeljejo do iluzije o tem, kar pomeni biti srečen. Aber dass es nicht in Wirklichkeit dorthin führt, Vendar to ni tisto, kar vodi do zeigt, sreče, je mehr hat, je mehr will. kajti videli bomo, da več imamo, več hočemo. Diese weltlichen Befriedigungen können uns innerlich nicht glücklich machen. Torej, posvetna zadovoljstva nas ne morejo napraviti, da smo srečni znotraj. Wir brauchen immer mehr. Vedno potrebujemo več. Und am Schluss haben diese Dinge von uns Besitz ergriffen. Wir sind Gefangene. Na koncu te stvari pravzaprav mi postanemo njihovi ujetniki, one vladajo z nami. Wir werden morgen in der ersten Stunde darüber sprechen, Jutri bomo v prvem predavanju govorili o tem, wie kann ich frei werden von Gebundenheiten durch Jesus. kako se lahko osvobodim odvisnosti po Jezusu. Durch ihn können wir sofort frei werden und ohne Po Entzugserscheinungen. njem smo lahko hitro svobodni in to brez znakov recidiva, abstinenčnih motenj. Ein anderes Problem, was sich auftut, Drugi problem, ki se lahko pokaže, wir haben alle gewisse Autoritäten über uns, vsi imamo neke določene avtoritete nad nami. sei es der Lehrer, Lahko, da je to učitelj, der Chef, šef, der Bürgermeister župan, ja, und so weiter. in tako naprej. Es kann sein, dass die Autoritäten, die über unserem Leben sind, Lahko, da te avtoritete, ki so nad nami v našem življenju, in einigen Dingen andere Auffassungen haben wie wir. da v nekih stvarih imajo drugačno pojmovanje kot mi. Dann kann es sein, dass wir eine Entscheidung treffen müssen. Lahko, da moramo sprejeti odločitev Gott wird uns dabei helfen. in nam bo Bog pomagal pri tem. Noch die Frage, Še vprašanje,
genügt es, wenn wir uns Gott einmal übergeben im Leben? Ali je zadosti, da se Bogu enkrat izročimo v življenju? Ich möchte sagen, ja, Lahko rečem da, aber ich möchte es noch näher erklären. vendar bi rad to malo pojasnil. Wenn man heiratet, Ko se poročimo, dann heiratet man auch normalerweise takrat se einmal. normalno enkrat poročimo. Aber Vendar wenn die Liebe dort aufhört bei Če- der Hochzeit, ljubezen preneha po poroki, dann wird das in Schwierigkeiten kommen. takrat pridemo v težave. Normalerweise umarmt man sich am Morgen und gibt sich einen Kuss und sagt, ich wünsche dir einen gesegneten Tag oder irgendwas. Normalno zjutraj se objameva in si dava poljub in rekčeva, imej lep dan ti želim in gremo naprej. Genauso gilt es die Grundentscheidung für Jesus, die nach außen dann in der biblischen Taufe bekundet wird. Prav tako tudi se dogaja ta osnovna odločitev za Jezusa, ki se dogaja po krstu, med krstom, aufrechtzuerhalten, da jo obdržimo, indem ich diese Entscheidung jeden Tag erneuere oder bestätige. tako da to odločitev vsak dan obnavljamo in potrjujemo. Darüber werden wir Näheres sprechen in der ersten Nachmittagsstunde. O tem se bomo pobliže pogovarjali danes popoldan v prvem predavanju. Wenn wir zu diesem Bund mit Gott stehen, Ko smo tako zavezani z Bogom, brauchen wir uns für unser Leben keine Sorge machen, nam ni potrebe, da skrbimo za svoja življenja. weil die Bibel unseren Bund mit Christus mit der Ehe vergleicht. Ker Sveto pismo našo zavezo z Bogom primerja z zakonom, Sagt Morris Wenden, Morris Wenden pravi, zu heiraten macht natürlich keinen Sinn, da bi se poročili nima smisla, wenn man nicht die Absicht hat, verheiratet zu bleiben. če nimamo namere ostati poročeni. Und verheiratet bleiben Ostati poročeni, kann man nur, wenn man zuvor geheiratet hat. torej, da bi ostali poročeni smo lahko, če smo se predtem poročili. Und sich jeden Tag neu zu seinem Ehepartner bekennt. In se vsakega dne na novo svojim zakonskim partnerjem priznamo Und die Hingabe an ihn erneuert. in obnovimo svojo izročitev njemu. Die guten Folgen unserer grundlegenden Hingabe zu erhalten, Da bi imeli dobre posledice naše izročitve, ist es notwendig, in Jesus zu bleiben. je nujno, da ostanemo v Jezusu. Und darüber hat uns ein wunderbares Gleichnis gegeben. In pri tem nam je dal eno zelo lepo priliko. Das Gleichnis vom Weinstock und den Reben in Johannes 15. Priliko o trti in mladikah v Janezu 5. Und dort spricht in diesem kurzen Abschnitt V tem kratkem odlomku pravi, von 12 Mal bleiben. 12krat pravi ostati. Es geht darum, meine Beziehung zu Jesus zu erneuern und in ihm zu bleiben. Tukaj gre za to, da obdržimo svoje razmerje z Jezusom in ostanemo v njem. Möge Gott uns helfen, in voller Hingabe an ihn zu leben. Naj nam Bog pomaga, da ostanemo v popolni izročitvi z njim. Und solltest du die volle Hingabe in deinem Leben noch nicht getroffen haben, In če v svojem življenju še nisi naredil te popolne izročitve, dann möchte ich dich ermutigen, es zu tedaj tun. bi te danes opogumil, da to storiš. Du begibst dich damit unter göttliche Navigation In da se potem znajdeš pod božansko navigacijo und wirst unendlichen Segen erleben. in da doživiš to neskončno v življenju. Amen. Amen. Ich darf euch einladen, zum Gebet Povabil vas k aufzustehen. molitvi, da ostanete. Unser Vater im Himmel, Naš nebeški Oče, wir danken dir herzlich, dass du die Liebe bist. iz srca smo ti hvaležni, da si ti ljubezen.
und uns auch den größten Beweis der Liebe geschenkt hast, der überhaupt möglich ist. In da si nam podaril največji dokaz tvoje ljubezni, ki je sploh možen. Dass Jesus sein Leben Da für Jezus unser Leben gegeben hat. svoje življenje dal za naše življenje. Danke, dass wir uns, wenn wir uns dir anvertrauen, Hvala ti, ker se lahko, ko ti se zaupamo, in die Hand der ewigen Liebe Gottes begeben. se podamo v roko večne Božje ljubezni. Hilf uns allen, deine Liebe zu erkennen und ihr zu vertrauen Pomagaj vsem nam, da spoznamo tvojo ljubezen in ji zaupamo, und uns dir voll zu übergeben. da se tebi tako popolnoma izročimo. Hilf all denen, Vater, die jetzt vor dieser Entscheidung stehen. Pomagaj, Gospod, vsem tem, ki se nahajajo pred to odločitvijo. Wirk du durch deinen Gottesgeist an ihnen, Deluj s svojim svetim duhom na njih, dass sie den Mut haben, diese Entscheidung zu treffen. da imajo pogum, da sprejmejo to odločitev. Aber segne uns alle und erhalte uns, in dir zu bleiben. Blagoslovi nas vse in pomagaj, da ostanemo v tebi. Amen. Amen.